Zum Glück ist Freitag. Der ganz normale Wahnsinn von der Woche mit dem Fabian Unterreger und seiner Freitagsrunde. Nachrufe, Staatstrauer, Analyse die ganze Woche nach dem Tod von Fidel Castro. Für die einen ist das kubanische Staatsoberhaupt der Maximo Leader der grösste Führer überhaupt gewesen. Andere, ja, die haben das Leben lang eher mit seinem Bart oder als Alpöhi mit Dächli-Kappe gesehen. Wir wollen hier vielleicht noch... Das geht so nicht, Herr Toriani. Mein Freund, der Fidel Castro, ist kein Alpöhi. Ich verbiete mir solche Bezeichnungen. Das ist wieder mal die Schadenfreude vom Cumulus-Kapitalismus. Ja, aber unser Altsozialist Jean Ziegler, guten Morgen. Man muss ja doch sagen, Kuba ist am Boden. Ja, die Revolution ist auch noch jung. Sie ist noch jung, Herr Toriani. Ich weiss nicht, 40 Jahre. Südtalor, ich bin sicher, wenn der Fidel Castro noch 10 oder 20 Jahre länger gelebt hätte, dann wäre Kuba das neue Katar mit sozialistischer Prägung und mit gratis WLAN um den 25. Monatslohn für alle, Herr Toriani. Ja gut, ich meine in 20 Jahren, Herr Ziegler, wäre der Fidel Castro über 100 gewesen. Im höheren Alter ist er ja mal fertig mit Politik, oder? Oh, Toriani, wie meinen Sie das? Christoph Blocher, ich habe laut nachgedacht, heute sind alle ein bisschen dünnhütig hier in dieser Runde. Was ist schon los? Ja, hallo, ja, das ist der Baschi. Ja, wie gesagt, also, in dem Sinn, ich bin schon ein bisschen down gewesen nach der Nachricht von Fidel Castro, oder? Ja, ich hatte schon extrem gern gehabt, der Cuba Libre, aber schade gibt's da jetzt nicht mehr, oder? Genau, Baschi, so hat jeder seine Sorgen, aber eben, wir haben andere. In der Schweiz, auf jeden Fall laut dem Sorgenbarometer von der Credit Suisse, ist diese Woche rausgekommen. Angst macht uns vor allem der Jobverlust. Ex-SVP-Nationalrat Christoph Mörgeli, heute vor einem Jahr, ziemlich genau seit nach der Abwahl, ja auch vor dem Nichts gestanden. Ja, das ist nicht einfach gewesen, in der Tat, aber der Fidel Castro ist mein Vorbild gewesen, müssen Sie wissen. Jetzt hört auf, der Sozialist Fidel. Schauen Sie, ich habe mir gesagt, wenn man bis 90 regieren kann, dann bin ich mit meinen knapp 60 Jahren ja ein Polit-Nachwuchstalent. Verstehen Sie? Hasta la victoria siempre! Verstehen Sie? Ja, jetzt reden wir noch von denen, die wirklich noch einen Job haben im Bundeshaus. Es ist Session diese Woche, ja. Und Anfangswoche ist im Parlament auch noch gerade Grippenimpftag gewesen. Sind alle gegangen? Roger Köppel? Ja, ich kann jetzt noch nicht hocken wegen dieser Spritze. Um was geht's? Die europäische Pharmalobby will uns einimpfen. Die Spritze sind eine Lösung gegen Grippe. Dabei geht's viel einfacher, mit einer viel simpleren Lösung. Wir lassen die Grippeviren schlicht und einfach nicht mehr einwandern. Punkt. Fuhr machen! Ja, ist gut. Fuhr machen! Grüner Nationalrat Bastien Giron, seid ihr gewesen? Grippenimpfung? Ja, ich habe mich noch nie impfen lassen. Ihr seid einer von diesen Impfgegnern? Ja, ich impfe nie und habe die letzten 20 Jahre auch nie eine Grippe gehabt, muss man sagen. Muss ich sagen, verdient Respekt, aber Ja. wie haltet ihr euch denn so sonst fit? Ich nehme ab Ende September jeden Tag ein Bad im Urin von venezolanischen Gebirgsotter, angereichert mit einem Schuss fischreich Sperma, erhitzt auf 40 Grad jeden Abend. Und ein Bad in dieser neckligen Glunke hilft? Ja, ich habe auf jeden Fall noch niemand im Bundeshaus angesteckt. Ja, was? Aber es will da niemand mehr neben mir hocken. Zum Glück ist Freitag mit dem Fabian Unterreger. Alle Folgen auch immer online als Video oder Podcast srf3.ch.